Heute möchte ich über Schatzsuchen mit den Kindern im Frühling reden. Der Frühling ist ja ganz eine intensive Zeit. Und der astronomische Frühling ist dieses Jahr von dem 20. März an. Und das Besondere an dem ist, dass jedes Jahr Tag und Nacht gleiche. Das heisst, ab dann werden die Tage länger und die Nacht kürzer. Aber man kann heute nicht mehr so auf das gehen, weil wenn man es schaut, von der Natur her, fängt es meistens eben früher an. Weil bei uns wärmer geworden ist, also dem sagt man der meteorologische Frühling. Wenn man das Wetter beobachtet, dann fängt das früher an. Wieder Tag und Nacht gleiche. Und dort ist zum Beispiel, kommt es darauf an, wenn es anfängt zu tauen und wenn zum Beispiel die Schneeglöckchen als erstes ihre Köpfe rausstrecken und noch während dem Schnee anfangen zu blühen. Oder man hört es zum Beispiel am Gucker, wenn der Gucker ruft, guck, 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 dann sagt man, jetzt ist Frühling, der Frühling ist da. Also an ganz vielen Sachen sieht man es, wenn die Pflanzen wachsen. Und das Besondere im Frühling ist, dass die Natur so stark ist. Es treibt alles aus. Es ist also ein Blütenmeer, es ist ein Duftmeer. Und viele junge Tiere kommen auf die Welt. Und das kann man den Kindern eigentlich gut erzählen, wenn man ein Bilderbuch von den Wurzelkindern erzählt. Weil für die Kinder ist alles, was sich bewegt, hat eine Seele, das lebt. Der Piaget hat dem gesagt, das animistische Alter. Und das geht gut bis, er hat sogar gesagt, bis 12. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall bis 7, ganz sicher, oder 8. Weil wenn ein Baum, wenn die Blätter sich bewegen, oder wenn ein Bach murmelt, oder eben, wenn eine Blume im Wind hin und her macht, ist für die Kinder ganz klar, die sind lebendig, die haben eine Seele, die bewegen sich. Und darum ist es kindgerecht, wenn man mit den Kindern die Wurzelkinder anschaut. Man sieht hier, wie die sich noch begrüßen oder Adieu sagen. Sie gehen nämlich für den Winter unter den Boden, sich zurückziehen, schlafen und aber nachher Kraft sammeln und dann gegen Frühling kommen sie dann wieder führen. Die Erdenmutter tut die Wurzelkinder, wenn es anfängt zu warmen, eben wecken. Die fangen sich dann an zu strecken und haben Freude, dass sie wieder ihre Kleidchen nähen und dass sie die Wurzeln putzen dürfen, dass die nachher Wasser trinken können und sie anfangen zu wachsen. Und die Erdenmutter ist einfach für die Kinder gut verständlich. Denen kann man noch nicht mit chemischen Sachen kommen. Also das ist für die Seele des Kindes wunderbar. Und ich habe hier noch ein Bild, wo sie nachher alle zusammen raufgehen, wo das so beschrieben wird, wie die Blumenkinder und Gräserkinder und aber auch Käferli. Und die gehen alle zusammen eben auf die Erde rauf. Und darum ist es ganz wichtig, dass man mit den Kindern nachher geht, so Blumen anschauen und schauen, was vorkommt und was vorkommt. Und darum möchte ich jetzt noch ein bisschen, ich habe hier die Blumen zusammengestellt vom Frühling und das ist so eine richtige Farbenorgie und eine Duftorgie. Und ich tue jetzt zu allen ein bisschen etwas sagen. Also eben hier sind die Schneeglöckchen, die kommen als erstes führen. Und für die Kinder ist es schön, als die läuten der Frühling ein. Oder hier ist eine Forsythie, die gehen auch auf. Und man kann sie auch reinnehmen, wie Barbara-Zweig. Wenn es also länger kalt ist, kann man sie reinnehmen und dann entwickeln sie drinnen sich entwickeln. Und ganz viele Blumen sind im Frühling gelb. Also alles, was die Sonne sieht, die wollen die Sonne sehen. Und die Sonne heisst
ist Sonne, ist Leben, ist Gold, ist Freude. Und das tun alle Blumen, die gelb sind, also Schlüsseli oder Osterglocken, Narzissen, die kommen immer zur Zeit, wenn Ostern wird. Und die haben zum Beispiel das Symbol auch noch vom ewigen Leben, weil die gehen ja in den Boden ab, tun sich in die Knollen, in die Klöfe zurückbilden und kommen nachher wieder, also die verschwinden auch. Und die ganze Natur, man kann sagen, im Frühling tut wirklich die Natur auferstehen. Hier habe ich Bellis, das sind jetzt Weisse. Weiss ist für die Kinder auch Schnee und Unschuld. Und wenn man aber die auf der Matte nimmt, Margritli, dann kann man auch schauen, hat mich dieser Mensch gerne. Er sagt mir, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, oder sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Und das ist so ein Orakel, wo die Kinder Freude haben. Oder man kann Ringe machen von denen, oder Kränzchen. Das macht, dass man es besser erleben kann. Hier habe ich übertrieben grosse Schlüsselblumen. Aber die Schlüsselblumen, da habe ich jetzt auch ein Märchen hören, Frühlingsmärchen, Frau Holle und der goldige Schuh ist eins. Oder das Schlüsselblümchen, wieso die Elfen oder die Feen die sehr beschützt haben und warum dass man heute nicht mehr in die Höhle kann gehen, Geld und Silber und Gold und Kristall reichen, warum das geschlossen ist, habe ich erzählt dazu. Es gibt von diesen allen Geschichten. Da ist es für das Vergissmeinnicht. Und vom Vergissmeinnicht sagt man, dass sagt man, Vergissmeinnicht, weil viele Leute, die blaue Augen haben, wenn ihr Schatz verschwindet, dann schauen sie gegen den Himmel und warten auf ihn. Und dann sagt man eben, Vergissmeinnicht, denk an mich. Was ich ganz speziell finde, was vielleicht viele nicht wissen, die Osterglocken und die Tauben vertragen sich nicht. Also wir sagen doch, wenn man jetzt so Düfte hat, den muss ich nicht schmecken oder das dünkt mich nicht fein. Ich habe das auch nicht gewusst. Also die Tauben und die Osterglocken vertragen sich nicht. Wenn man die nebeneinander setzt im Garten, dann geht die eine kaputt. Entweder geht die Tauben ein oder es geht die Osterglocken ein. Also die auseinandernehmen. Und was noch spannend ist, die kommen aus Persien, die Tauben, und die sind dann nach Holland gekommen. Und in Holland sind die ganz, ganz teuer gehandelt worden. Also die haben vielleicht, man hat gesagt, für eine Taupe kannst du ein Haus kaufen. Und dann hat das, was jetzt der grosse Witz ist an dem, von der heutigen Zeit geschaut, durch das, dass alle wie gesponnen Taupenzwiebeln gekauft haben und das als Geld wie Anlage gemacht hat, hat es nachher den ersten Crash gegeben. Quasi ein Taubenbörsen-Crash. Sie haben dann alles, plötzlich ist das alles zusammengefallen und man konnte es billig haben. Ich finde das auch noch spannend. Bei den Farben, ich nehme jetzt gerade die Tauben noch einmal vor, weil es so schön rot ist. Also für die Kinder ist es noch wichtig, dass man das zum Beispiel erzählt. Also rot heisst Leben, heisst Liebe. Das Blut ist rot. Also wenn man lebt, hat man Blut, das läuft. Und wenn man eben gestorben ist, hat man das nicht mehr. Also ist ganz wichtig, dass die Kinder wissen, rot ist Liebe, ist Leben und uns geht es gut. Oder beim Feierli, beim Violetten, das ist eigentlich so, da ist der Duft das Wichtigste. Man hat Duftfeierli und von denen ist schon im Mittelalter hat man Parfüm gemacht. Also wenn man die findet, dann ist das wunderbar. Und dazu habe ich auch ein Frühlingsmärchen vom verzauberten Feierli erzählt. Das könnt ihr auch hören. Und Violett ist die Farbe so ein bisschen vom Religiösen, vom Mystischen. Ja, das versteht Kind, muss man nicht Wort machen dazu.
Dann gibt es eben bei der Vergissmeinnicht, beim Blau, kann man auch sagen, für Kinder ist Blau der Himmel und das Wasser. Also es ist beides, man kann sich im Wasser schauen, man kann es spiegeln, es tut so schön auch die Lichtchen drauf tanzen und der Himmel, also das verbindet Himmel und Erde. Ja, das wären so ein paar Ideen zu Farben, die man den Kindern erklären kann. Im Frühling gibt es auch ein paar besondere Tage. Das ist zum Beispiel der 1. April. Als ich Kind war, hat man angehend gesprengt, ab die Brille gesprengt, ab die Brille gesprengt. Der Joggeli hat die Gülle gelenkt, haben wir gesagt. Also das wäre, wenn man heute würde sagen, ab die Brille gesprengt, ab die Brille gesprengt. Du hast in Hundsdreck gelenkt. Also das ist ganz grusig, aber es reicht, wenn man eben Sachen sagt, zum Beispiel, du hast ja Gomfi an der Nase, oder du hast ein Loch in den Hosen, oder es hat geläutet, geh schnell an die Tür schauen. Und also immer, wenn der eins zurückkommt, wo man verwünscht hat, sagt man, an die Brille gesprengt, an die Brille gesprengt. Das ist eigentlich noch ein lustiger Brauch. Das letzte Jahr habe ich über den April geredet. Ihr könnt schauen, was der April bedeutet, im YouTube-Video. Oder auch Wettervers sind drin. Also wenn ihr wollt, Wettervers schauen, weil manchmal ist im April ja sonnig und wüst und alle es hodelt und da sind Wetterversli sind auch spannend. Dann ist selbstverständlich Ostern und zu Ostern hat es auch ein Video, warum brauchen die Kinder Ostern und ganz viele Versli. Und dann ist natürlich auch noch der Muttertag ist noch im Frühling. Und zudem ist auch ein Video, warum braucht es den Muttertag und auch viele Versli. Also, da könnt ihr nachschauen und Freude haben daran. Mir dünkt es noch wichtig, wenn man mit den Kindern im Frühling sagt, wenn man also draussen sieht, wie alles wächst, haben sie Freude, wenn man zum Beispiel in eine Schale hinein Kress sagt und das auf ein Fenstersims stellt und dann kann man zuschauen. Aber man kann auch Gras nehmen oder man kann Weizen nehmen. Also das ist einfach etwas für die Kinder ganz wichtig ist, dass man sieht, was man in die Erde tut nachher quasi der Sommer stirbt und dann wächst es. Also das ist auch reine Auferstehung, die man hier den Kindern so erleben kann. Weil es so viel Düfte hat, finde ich, man kann auch ein Duftfest machen. Man kann alles herstellen, eben, was jetzt wieder da drauf, und nachher einzeln mit den Kindern mit verbundenen Augen oder mit zugehenden Augen schmecken, was es ist. Und dann ist es einfach wunderbar, ob man jetzt an Hyazinthen sind sehr stark oder Veilchen sind sehr stark, aber auch Liesbaum schmecken fein oder das ist einfach auch Kräutchen. Also es ist schön, wenn die Kinder im Frühling auch ein Fest mit den Düften machen. Dann finde ich es ganz schön, wenn man ihnen eben Frühlingsmärchen erzählt, wenn man mit einem Versli spielt. Es hat ja so viele junge Tierchen und von denen, dass man die geht schauen, dass man eben geht Schöfli anschauen oder dass man junge Enteli und Schwäne oder Gänse geht schauen oder dass man vielleicht zu jemandem, der junge Hunde hat oder junge Kätzchen, weil die Kinder haben sehr Freude an dem. Manchmal kann man auch in einen Streichelzoo und dann eben die nachspüren. Und weil die Kinder auch noch klein sind, haben sie eben Freude an jungen Tierchen. Also, ihr seht, man kann wirklich mit den Kindern auf Schatzsuche gehen. Man kann Frösche beobachten, man kann eben Störche vielleicht beobachten, man kann Sachen ansehen, man kann Duftorgien machen und schmecken, man kann einfach beobachten, wie plötzlich alle Vögel singen, wie sie junge Vögel hat. Oder einfach der Frühling ist eine richtige Wundertüte, eine richtige Schatztruhe, wo man als Familie in der Spielgruppe oder im Kindergarten wirklich tanken kann.